Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der Brasserie beim Louis op der Liberationsplatz zu Dickrich. Das ist ein Bistro geht ungefähr 7 Jahre an kurz vor der Pandemie. Du hast halt den Jeff Weicher den überholt. Guten Abend, Jeff. Guten Abend. Ja, kurz vor einer Pandemie, das war natürlich nicht so geplant. Aber wie ist es am Anfang dazu gekommen, dass der Hai überholt ist? Weil am Anfang kannst du als einem Depositärsbetrieb. Genau, wir haben einen Depositärsbetrieb. Allerdings ein Lokal selber zu führen, das hat uns auch noch immer interessiert. Das hat uns auch Spaß gemacht. Wie das Lokal heute zum Verkauf steht. Wir haben das Lokal natürlich auch gekannt, schon viel drin. Wir haben noch schon einmal in einen Drink gekommen. Die kriegen schon mal auch gekannt. Wir haben noch nicht lange gezögert, für direkt zuzuschlagen und das Lokal zu überholen. Erstens, weil es ein Flottlokal war, ein neues Lokal. Und wo wir auch sagten, du hast Potenzial, du können wir Abstress machen. Du kommst natürlich eine schwierige Zeit, die dir aber eigentlich ganz gut gemeistert hat, weil du waren richtig Schlangen hier unter dir. Genau, das war ganz am Anfang, wie du losgegangen hast mit der Corona-Pandemie, wusste selber noch nicht, wie wir das organisieren. Es war wirklich Neuland für uns. Und in einer Woche hatten wir den Dreh auch raus und dann ist es doch losgegangen. Da sind die Leute wirklich gelaufen gekommen, für können etwas zu essen zu bestellen. Dabei gefragt waren nach lang nicht nur die beliebten Burger. Beim Louis kriegt ein bisschen von allem, von Tarte Flambée, Spare Ribs, Fish and Chips, Silversteak de Bœuf, Filet de Dorade bis zu Zaloten. Es sei bald für all gut etwas dabei. Natürlich ist auch all der Plat du Jour für Gesinn verschiedene Suggestionen. Mit so viel Variation am Takeaway haben sie die Pandemie also bestens überlebt, als sie noch all der Tag besicht. Dem Louis geht es gut, so gut, dass lo sogar eine Renovation am Gang ist mit dabei flotte Pläne. Über die will der Patron zwar noch nicht schwätzen, an ein paar Monate dürfte man da allerdings mehr gewohnt gehen. Wen kennt dann eigentlich hin? Wen spälst dir ganz präzise an? Ich meine, du doch der Weekend, das heißt richtig Tamtam für die Jungen. Genau. Denkt von den Lauerzeiten auf. Als Klientel aus und sich von bis kommen da viel außerhalb, sind da viele Lokale, die herkommen. Ein bisschen von allem sein. Freitag, Samstag, Overs. Da ist ein bisschen mehr jung, dass sie ein bisschen mehr die mir lustig sind, gerne trinken kommen. Da haben wir immer einen DJ, das ist dann Party bis 3 Uhr, frei Nacht. Tische kommen raus, dass die Leute auch ein bisschen können tanzen, trinken. Und dann für die lang feiern, hat auch sonst Neues etwas geplant. Das ist richtig, da haben wir sonst Brunch, aber nicht einmal den Mond. Wie gesagt, du hast dann eine ganz große Auswahl und Essen, von warm, kalt, viel selber gemachtes, dabei größtenteils selber gemacht, wo die Leute dann einfach können Neues hinkommen, mit ihren Kollegen, mit der Familie, ihre Neue verbringen, sie sind nicht gestresst bei mir, sind Leute genug im Buffet, können sich gemütliche Neue machen. Und da probiert er aber natürlich auch immer neue Sachen aus. Ich meine, der hat für kurz einen Altweiberball, was bislang noch nicht ging. Nee, richtig, einen Altweiberball hat man noch nicht. Allerdings, die für tun, egal wen Abend das, egal ob ein Feiertag oder nur ist, wenn wir eine Aktion können starten, wenn wir können einen Abend organisieren, dann sind wir natürlich dabei. Das heißt, wie die Fuhr sind zum Beispiel, dann ist auch immer der Gang lassen. Ich meine, die Fuhr sind, machen wir fertig, länger anderen nehmen etwas, kriegen alle nicht viel Schlaf und schmeckt die auch noch nicht. Fuhr sind dieses Jahr im Februar war allgemein nicht ruhig. Das geht aber nur in 3 Wochen alles nachgeholt. Da geht es zu Dickrich nämlich ein erster Kehr, ein Kavalkad am Meer. Haltbilder von den letzten Jahren für euch anzustimmen.
Ja, Sandro, du hatte mal ein kein Kavalkat an eine Loeng, mich spät Kavalkat. Endlich können sie nicht. Übt er vielleicht aber schon für einen Sommerkavalkat? Das vielleicht noch nicht gerade. Ich weiß nicht, ob das könnt. Wir hören sich als Prinzipien heute zu Dickrich an, wo man so ein Aschermittwoch als alles rüber. Das ist schon eine Ausnahme gemacht. Ganz einfach. Der Grund ist den, wir hatten sie können aufsuchen, da wir beneigt gewesen. Aber all die Jahre oder die 2 Jahre für drunten an der Pandemie haben Vereine weil relativ viel gelitten. Und wie das Vereine aber heute zu Dickrich auch relativ viel so auf der Kavalkade verdienen. Natürlich die Stände rund um die Kavalkade, also für werden also immens wichtig, für sie laufen zu lassen. Auch wenn man sie außerhalb von der Saison laufen lassen. Auf was kann ich dann ausstellen? Ich will nun, da gibt aber verschiedene Sachen, die werden ändern. Außerdem, dass hoffentlich wieder auch noch besser ist. Also natürlich wird es hoffen, dass wieder gut ist den Tag. Wir werden Englisch hoffentlich bei der Seite tun. Was das ja ändert, als hauptsächlich, wir gehen nicht mehr an der Gilsener Straße fort, wir gehen aus der Rüdlacher Stadt fort. Das ist der Kochtisch geht an der Mertenstraße abgestaltet. Das ist vom Logistischen hier viel mehr einfach. Und die Leute, die an der Gilsener Straße wohnen, sind nicht gerade so durch den Dreck und so weiter belästigt. Wo wir aber eine kleine Änderung haben, oder vielleicht ein bisschen größere Änderungen, wir haben 2 Plätze, die wir 4 gesehen haben, die wir Family Places nennen. Da denkt er das am Park beim Resettebüro. Das andere das auf das Planet direkt für ein Promocenter. Und das sind für uns 2 strategische Punkte, die wir haben, wo wir denken, dass Familien mit Kindern können hinkommen, wo wir eben 2 alkoholfreie Zonen machen auf der Kavalkade. Das ist etwas ganz Neues. Das heißt nicht, dass sie nicht mit dem Beirenken oder durchschlafen, aber das eben ob so viele Meter längs von den Zonen als nirgends in Stand, wo Alkohol verkauft oder verdient wird. Das ist eben für die Kinder ein bisschen mehr zu schützen und dass sie nicht gerade auf den Plätzen stehen, wo ein bisschen mehr exzessiv gefeiert wird. Für den Rest wird aber alles wie gehabt sein, genau so viel Wehen, alles genau so schön. Also für den Rest, wir haben bald so viel Wehen, mit den Wehen haben wir ein bisschen raufgeschraubt, weil wir die Qualität abschrauben wollen. Das ist ein Hauptgrund dafür. Und eben noch mal Zeit fertig gehen, weil wir eben darauf hinschaffen, dass wir auch an der Serie ein bisschen mehr Leute kriegen, dass die Leute ein bisschen echter können aufhängen, also die mitgehen, sind meistens Partizipanten, die als echt eben da sind, dass die da können feiern und eben bis an die Nacht ran. Das ist schon auch eine kleine Änderung an der Serie. Wir haben den DJ Aldo, der bekannt ist für seine gute Stimmung, die er möchte, landesweit. Und ich denke, dass das auch ein kleines Surplus ist für eine kleine Abwertung von unserem, wie wir das nennen, unseren After-Kavalkade-Party, die wir haben. Und da gilt natürlich, die Leute darauf aufmerksam zu machen, ab 12 Uhr ist Schluss mit den Autos. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn der will raus aus Dickrich oder will ran an Dickrich kommen, bis 12 Uhr geht das. Ab 12 Uhr sind Dickrich gesperrt, das heißt, die Version ist überall gezeichnet und die muss das Auto auswärts stehen lassen. Wir aber auch kein Problem, weil wir haben das ja eben auch neu ist, 2 Nachwetten beigesagt, das heißt, der Park and Ride angerichtet, den um Friedhofdorfen ist, wo die Nachwert drauf könnt, auf die Kreuzung von der Armee, also wo drauf geht auf den Herberg. Und die anderen Nachwert, die könnt von Stehen rauf, wo den Dingens Park and Ride vis-à-vis vom Blauen Eggers. Und den könnt eben über den Rond-Point von der Ackerbauschule rauf an den Rond-Point Service. Und du könnt Leute mit der Hinterbrüche weggeholt gehen. Und die anderen Nachwerte, die wir über die Interiore laufen, haben aus den Wiesen, die lebt natürlich auch. Das heißt, mit 3 Nachwerten, die können angepeilt gehen. Und sind die dann bereit, Friedrich? Natürlich freuen wir uns. Also wir freuen uns, weil ziemlich lang an die Feierbeine sowie die Zweibeine. Wir sind alle gut bereit und wir freuen uns auf den 8. Mai. Okay, da wünsche ich euch bonne Chance. Vielen merci. Et könnt also nees Liewen op zu Dickrich. Fester kommen und trullen. So konntest du dann noch 2 Uhr Pause endlich nees richtigen Ostermarkt aufgehalten gehen. Mir waren für euch bis Landschlussen.
A gleich meeschten Daf war dofir schon zon Rendevous. De Syndikatinitiativ kon zuch gleckle schätzen, mele Waer moies gonget lass, a scho fir Mëttech wat Liberationsplatz gut gefëllt. An wie gefaltet Dir Schei Moster Markt? Ganz flott, das Weg spiel lassen mit dem super Bier, da kann sich nicht beschweren. Als deg echte Kei oder si da schon mit Dachzeit? Nee, das ist mein allererste Kei. Ich wohne in der Neuheit zu Dickrich, dafür profitieren ich für all den Feste dabei können zu sein. An wat so dat zu dem heute Festlo hat ich dat so erwartet. Ich muss ziemlich stand, wie ich erwartet habe. Ich noch schon ein bisschen darum etwas gekauft. Deswegen will doch die Lokalleute ein bisschen zu unterstützen, zum Beispiel in der schweren Zeit. Das ist immer gut. Auf ihre Part oder gute Maufel op der Herrplatz an Dickrich sitzt den noch eben perfekt. Mast dat as do die bekannten Tartflambé vom Ostermarkt. Der allerdings gouf dëskeer fir emul net vum Syndikat méi vun der Amikal vum 3. Alter zerveiert. Just den Ostermarkt hun mir diewerholt. Und als du gefrot hatten, du wannst du willst präsent immer denkt Verein, da werd fir Tartflambé ze machen. Dat leid ja schon. Dat ist leid, da du am Zwitzimmer erstaunt hun ganz gute Suse an will speziell Merci so als Membre. Dann hat so viele Membre, die kommen sind die gesunden haben mir kommen bei ich zum essen. Den Ostermarkt sinn natürlich auch immer die Flotstände mat den anderen Osterdeko oder Handwerksarbechten, wie zum Beispiel die von der Madame Maldokon Meier, die dat last Jahr auch Ostermarkt Leiit vom Syndikat deelgeholle hat. Den Ostermarkt opbausen, dat huet sie sich natürlich net entkoe gelos. Wat tut der Scheinshai, wat präsentiert alles? Alles wat praktisch ist, Großtrussen, Kannertrussen, Kannerschädischer, Wachstuch, Großschädischer, ja, Kleintrussen und ja, allerhand auch Kommanten hören mich ab. Ja, Dickrich ist einfach immer schön. Und es sind auch selber Dickricher und das ist immer schön, es gesagt den Dickrich Leute zurück. Ja, ich freue mich immer, um wieder dabei zu sein. Den Ostermarkt huet eben seg Unhänger, sowohl an den Visiteuren wie auch an den Aussteller. Eine grosse Novität goufe trotzdem. Dekeer hat sech eine Gruppe von 6 Artistinnen zusammengetan, für ihre Tableauen an einer Kunstwerker einmal ein Kehr do Bannen zu bieten. Eine Initiative von einer dickrischer Proprietärin, der het lokal zurzeit eitel steht. Aber nicht der Markt, das Jam am Weder für als Bilder, also ab her dodrems gegangen, vielleicht nicht an einer Schauer zu stehen, ob schon sie wirklich nach gut aus da draußen. Am Meer soll doch, es war gut gehen, wollte man einfach von der Titan du beibehalten und nur noch ein bisschen mehr ausgestaltet, wie man wollte. Und du wirklich schickfried hast, daheim bisschen alles matbrucht, was so gemacht hat, gebitzt, gebastelt, gemalt. Ja. Und dabei hatten die 6 so ein Succès, dass sie vielleicht auf den Go gekommen sind, für mehr aus ihrem Hobby zu machen. Ach ja, vielleicht machen wir etwas. Mal gucken. Mit so einer kleinen Kaffeestufe dabei oder mit Tarte backen und Kichelchen machen. Ich muss sicher ein bisschen auf den Go kommen. Ein Döcher, ein Stilrand. An gute Kaffee, mal gucken. Mal gucken, was den Ostermarkt also sonst noch alles aufbringen kann. Bretzel Sonntag leidet zwar schon ein bisschen zurück. Trotzdem wollten wir euch auch den 35. Bretzelskortege von der Konföderation Lebensmittelhandwerk ASBL nicht entgehen lassen. Für die nächste Kehr war diesen Umzug nämlich im März auch zu Dickrich passiert. Do hunn der Vill net schlecht gestaunt, fir d lachte Mound méintech fir Bretzel sondech op emol dëstrupp duch d'Grosgas gezu war. No 2 Joer onjal de Kricher Kavalkat waren soviel Jumm scho langem in der Altstadt ze gesi gewircht, a waren Leiit dem no begeert. So méi wallet net nëmmen appes zu kucken an ze lausren, wie och nach fir ze schmache gouf. Pandemie da is einerseits geléiert an opgewiesen an dat sinn an Klengmomenter vum Bonheur, die der Leiit gut doen als gut doen. Das mal bestätigt sind.
Mir dat sinn well net mi just Background Patisien, mir Bachelor, Mëller an Träiteren, déi sech an der Eisbär Liewensmittelhandwerk ze Summe gedoen hunn. An dofirge Traditionioun vun der Bretzel neierdings dann noch net mi just de Läng an der Seiser Variant gefeiert. Natürlich, also wenn wir Lebensmittelföderation so waren, just Bäcker, die die Bretzel zum Zug gemacht haben, und da haben wir für das letzte für dich, dass wir eine spezielle Version hatten, wir gesagt, okay, das gut mir als Matzel, wenn man noch ein Matzelbretzel aus Matzelwurst dann von geholt, für dann auch mal dabei zu sein. Großer Klang, jung Kanal, sie all waren dann noch einfach happy, emollerem endlichen etwas Geburten zu kreen. Für allem die friedliche Klang von der Harmonie von Harald, die die Lebensmittelhandwerker begleiten, sollten wohl nicht für eine richtig flotte Ambiance an der Straße von Dickrich sorgen. An der Komitee vun Al Dickrich, déi kon sech bei der Gelegenheit schon einmal nees bësse warm laufen fir d'Al Dickrich-Fest am Juli. Als Heichpunkt vum Cortège konnten Seemen héich offiziell eng Bretzel liverecht. Wir haben dann die Chance gehabt, wir dürfen zu proben, weil als Gemeng so verhindert war. Dann hat die Lebensmittelföderation gefragt, ob wir nicht aber könnten dabei sein, für das Ganze ein bisschen wie folkloristisch zu gestalten. Und man natürlich nicht nee gesagt. Wir haben natürlich auch bei der Gemeng gefragt. Und sie haben konfirmiert, dass kein von ihnen kommt da sein. Und dafür haben wir das dann natürlich gerne gemacht. Das ist ein kleiner Prof. Gucken, ob die Box an den Kostümerin passt. An sie passt also am besten, lohnt mit so viel Nascheln, für das die Festen 8.7. auch starten kann. Dickrich war natürlich nicht die einzige Etappe vom Cortège. Schon für drauf waren sie unter anderem am Ettelbrecker Spidol passiert. Am Zentrum vom Dickrich gingen doch noch auf den Herrenbierg. Nicht nur hat Lebensmittelhandwerker aus Berland der Pandemie dezidiert, neben der Stadt auch auf einer Platz am Land zu ziehen, mit dabei an engems auch Merci zu suchen. Bretzel sind zwei die an greifen. Sie viele Leute, die konnten geholfen an der Zeit von anderen Leuten. Und vor allem die Leute, die geholfen haben, die wollten wir dummer der Merci gehen, als Anerkennung als Lebensmittelhandwerk gehen. Und dafür sind wir auf den Tour gegangen und wollen die Leute, die die Zeit wirklich viel geschafft haben, natürlich auch für immer am ganzen Leben da sind, die dummer dann unterstützen, ein bisschen motivieren. Ja. Domat krit Bretzel also mir en gros Bedeutung verleft wie nëmmen zu enger Person. Das Scheintraditionioun dürft Domat also so lange net anstiwen. Dat näst Jahr dann werd de Cortège iwwergens an der Minet vum Land zeien. Sie hu sich zwar an der Pandemie net ënnerkree gelos. Trotzdem wäret ein Großfried fir die 15 Junker vum Dickrischer Jugendorchester, wie sie en Märzemolne Senkeer konnten richtige Konzert gin. Wir waren bis op Generalprof an den Dickrischer Lycée Landschlussen. De Jugendorchester vun der Dickrischer Musik war eng echte Keer 1964 gegrünnt gin. Ob schon dëssen zu senger Glanzzeit an den 90er Joren eng 70 Leiit gezielt huet, konnt die Suse net op Rechner halle ginn. Irgendwann goufet kein Juniore méi, wat natilech net gut fir die Dickrischer Philharmonie war. De Musikpädagog Bob Minat allerdings huet Junioren du fir 5 Joer eng zweete Keier lacéiert. Wir hatten lo Chance, dat ma vun unseren Musikanten de Bob Minat, den immer begeert dabei war an den dun hai op der F-Sektion am LCD war vu der richter Promotion, dat heeft die Primaner do war hin dabei. An den het Musik studieren as rumkom vun der Uni an hier hun direkt Breder erklärt fir Jugendmusik zu überholen, wann den Adili Jonken die nameschen Dirigent huet, da krit noch die jungen Armeeder hier begeert, an hin lo fertig bo an 2-3 Joer. Eng Jugendmusik op Been zu kreen, die dann noch lo aufhängt, sich an die Öffentlichkeit zu trauen. Die lacht 2 Jahre allerdings hun noch sie miss Meloes trëppeln. De Bob Minat dawo huet sech net vun enger Pandemie ënnerkree gelos ass enge neue Schüler am Lockdown 2 gros Online-Challenge geburden. Een davon wäret doheem Melodien aus Filmer opzuhullen, a géigesäitsch een dem andere seg Melodien zerroden. Doraus gouf dun de Konzert am falsche Film geboren. Du nummer festgestellt, dass als Junioren immens begeert sie vu Filmmusik. Aéi dun lo de Lockdown River war hunn Dir verprowen. Du war sehr der Wunsch, du komm ich spielen weiter Filmmusiken. Das interessiert uns. Und du Nummer da du zu Summe noch rausgesicht, das ist immer wichtig, dass man zu Summe rausisicht, weil doch die Jungquelle spielen und ich sicher dann Arrangementer, wenn ich keinen fand, da schreiben ich sie selber. Oder schreiben sie irgendwie, dass eben ob jeder eigentlich besoin etwas geschrieben hast, dass jeder kann mitmachen, egal wie hoch das Niveau ist.
Und ja, so kommt die Idee, den Filmmusikkonzert zu machen, weil das Ganze aus einem Rätsel, aus einer Challenge geboren ist, bei dem sie ein bisschen roden, wie ein Film, wie eine Musik hört. Da waren wir auch einst am falschen Film, wie ihn das so schön nennt, und dafür war der Titel vom Konzert sehr klar, wir sind am falschen Film. Bei der Generalprouf awer hat ich schon gefil, dat die Hai-Ekipp gené am richchte Film ass. Die dickrescher Juniore si wohl eng Klängekipp awer eng ganz engagéiert an suuge ganz inklusiv. Ennner den Jonken ass zum Beispiel och eng Blandmusikerin an eng mat Down-Syndrom. Die 15 Jong Musiker Musikerinnen si mat vollem Ersatz dobei an hireieren Dirigent dann noch ziemlichlech houfrech op sie. Wenn ich Foto gucke von Demo 2017 an Haut, du hast viel geschieht, dass ich wirklich schon gewisse Leute rausgehen oder alle gewisse Leute rausgehen. Und da ist es schön zu sehen, dass die all die Zeit, die war, als treu geblieben sind. Und noch eben teilweise schon paar von ihnen oder 2 von ihnen sind seit September auch bei den Großen an der Musik. Der Tisch als Schur- und Erbestreiter, was in Friest, und das ist schön zu sehen. Dach muss immer nur neue Leiit Gesicht gehen, bleibt es nicht einfach Nowes zu fannen. Für allem auch die materischen Instrumente. So Jouren d'Orchester muss dem noch stark mit den Musikschulen wie dem Conservatoire du Nord zusammen schaffen, für die Jungen auch an die richtigen Direktionen zu guidieren. Was an der Musik genau das sind Schwierigkeiten nicht verschiedene Registern zu besetzen. Wie Lode Bass, wie die Trombone wir hatten. Eng Zeit wat die dickere Musik kom was, hat man 7 Trombonnen, davon kann den Haut nëmme mi dremen. Das ist dann noch ein bisschen den Equiliber von den Instrumenten. Dafür müssen dann normaler Wussen aus der Philharmonie eng Hand mat packen, fir können ne Konzert zu spielen. Also, wenn lo vielleicht op de Gukommers, dieser Flottereke beizutreten, net zecken, an einfach mal bei sie Lunch loszugehen. Okay. En März huet am Militärmusee eng neutemporär Expo gefangen, de ins Job Käfer soll entgolossen. Koreaner aus dem Lützeburger Land so den vun der Ausstellung ass der Versuch fir d'Geschicht vun de freiwillige Lützeburger opliewen zu losen, déi fir hun iwwer 70 Joer an den Koreakrich gezu waren. Herauskom ass dobei eng méi erstaunlich Dokumentation. 85 freiwillig Lützeburger waren zwischen 1950 und 1953 abgebracht, für op 20.000 Kilometer von daheim weg engem komplett unbekannte Land gegen eine fremde Invasion zu helfen. Und das aus den unterschiedlichsten Ursachen, die eng aus Abenteuerlust, wir können zu reisen auf fremde Welten kennenzulernen, andere wie den André Ney oder den Léon Moyen, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hatten, aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg und dem Willen, diesen zu verhindern. Oder aber aus finanziellen Gründen. Wo die Lützeburger Regierung mit der Armee das Publikum gemacht hat, dass den sich freiwillig schmellen, als natürlich auch zum Beispiel an der Militärkaserne, in dem Moment noch zu Bitburg, wo die Lützeburger Armee logiert war, auch gesagt, wie viel verdient, wenn sich freiwillig schmellt. Und du musst bedenken, den Soldat hat Terra, wie die Belgen auch, also die Belgen, mit denen wir zusammen hingegangen sind, die selbst verdient für Lützeburg, das ist 100 Franken den Tag. Und das war ein Riesenunterschied zwischen einem Soldat, den das Service obligatoire zu Lützeburg gelegt hat, an der Kaserne, den hat so ungefähr 6 bis 8 Franken den Tag verdient. Da hat man dann noch einen Punkt, wieso du hingegangen. Mit dieser Ausstellung sollten sie all 70 Jahre nach dem Koreakrieg ein Gesicht kriegen. Sollte jeder seine Geschichte abgezeichnet gehen, für die Rekruten, die nach da sind, aber auch für die Familien und Nachkommen, die da erlebten, just wahrkehren haben. 60 Personagen konnten darum endlich retraciert gehen, die Biografien aber sind umso mehr beeindruckend. Für das Mal die 2 Kaprol Stutzer, Sergeant Morris, die diesen Krieg nicht sollten evaluieren, da viele andere, die auch noch frei verstorben waren oder die fortgezogen sind, weil sie sich nach dem Krieg an der Junker Lützeburger Armee
net unerkannt gefehlt hun. Das Problem war, wo sie zurückkommen sind verschiedene, die sind Terra die hier Promotion haben. Und dementsprechend, wo sie zurückkommen sind, also da war so weit kommt, dass die Promotion im Wäsch geholt wurden. Das ist die Reconnaissance Militär war nicht gehen. Das war, weil das uns alles am legalen Kader noch nicht da war bei der Armee. Das muss ich bedenken, das war eine Ad-hoc-Entscheidung, dem Moment von der Lützeburger Regierung, zu sagen, wir gehen mit der Welt schmatt. Wir helfen hinnen, wir gehen mit einen engen Kontingent, mit wählen hin Kontingent mit für eben, was an der Korea zu zählen. Mit der ganzen legale Basis der Handrun, die hat noch gefehlt. Die Ausstellung hast du mal als auch eine Spätunerkennung für das, was Soldaten an der Zeit gelesen haben. Etwas aber, das kann doch damals kein den 85 freiwilligen Waschschulen die kulturelle Bereicherung, die sie auf der anderen Seite von der Welt hatten, an ihrer Freizeit nämlich war damals in Korea von den Amerikanern eine ganz Logistik aufgebaut ging, die den Soldaten erlaubt hat, an ihrem Congé aus Japan zu fliehen, wo sie sich zum Beispiel Fotoapparate kaufen konnten, wo mat der Lieften festgehalt gouf, an eng Reihe aner interessant Objekten, die bis haut vun der Familie versucht goufen. Wo sie dann hinkommen, sind Flieger gelandet, sind sie ganz angeklebt gehen, große Suen, also sind darüber das geschickt, die konnten Tokio an alles besichen gehen. Und natürlich die ganze Industrie, die da war, Tourismusindustrie, sich auch darüber konzentriert gehabt. Das will heißen, wenn sie da hingekommen sind, konnten sie auf verschiedene Plätze, auf größeren Marschen, konnten sie zum Beispiel Perlenketten kaufen. Dann haben wir Perlenketten, die der Robert Müller, inoffiziell vom ersten Kontingent, seiner Frau Tekla gekauft hat. Und der hat eben auch noch mal einen schönen Kimono, den eben noch immer der Besitzer der Familie ist, an dem auch am Hintergrund hier an der Küste gesehen. Besonders aber die vielen Fotoalbume mit Erinnerungen aus der Zeit der Korea machen es haut möglich, dass die Lieften von demals Not zu vollziehen. Koreaner aus dem Lützeburger Land, wie sie sich nennen, und so auch der Lützeburger ein Stück Kultur mit hinbrücht. Am Militärmuseum kann in dem nur während einem Jahr andauern an eine skurrile Welt, die sich durch Kriegsfeld an Tourismus bewegt. Anfang des Monats hat die Servicetechnik von der Gemeinde am Hafen der Sauerwissschule Container gesagt, die für die Besucher vom Conservatoire du Nord gedurcht ist. Das Ganze war mit einem ziemlich großen Aufwand verbunden. Sogar den Rond-Point an der Vierzer Straße müssen Dovens teilweise gesperrt gehen. Dafür aber hat den CM Nord Heilo einen flotten Tanzsaal zur Verfügung, wo werden verschiedene Tanzkuren aufgehalten gehen. Tanzsaal auf der Platz Wirtschen und am Hauptgebäude an der Sauerwiss bleiben aber auch noch weiter bestehen. Die aus dem Cine-Skala an der Primärschule sollen allerdings für andere Zwecke genutzt gehen. Zwei Großsel von ungefähr 100 Quadratmeter mit einem Bestiarstrakt. Also das Ganze ist an einer modularer Bauweise, wo das gebaut wird. Das heißt, die Container sind an einem Dach die abgeriecht. Die gehen am Anfang auf so Kloe gesagt, auf Zillen, für das alles riecht. Darauf wird das gemacht. Das heißt, innerhalb von einem Dach ist es schon bald benutzbar. Dat Donner seg alltägsche sagt im heute schon zu dickere Schön am Nordstadtlisse aus dem nämsche System, wo der Teil abgerichtet wird. Lofel Vierdernees besser gëtt Dir Nordfeisere mittags an frisch Luft. Et gëtt also soes Zeit emol méi no hinnen zu gucken. Zu Dickrech gëtt dofir en ganz Rei Pediküren, die Lächt an der Reihe awer, de bit nach méi Venemen Facepflegung. Schönen Abend, ich bin die Marion von der Pediküre Marion und René. Wir sind seit Januar 2022 in der wunderschönen Esplanade hier in Diekirch. Also wir bieten außer Pediküre noch Massagen, Aromatherapie und onkologische Pediküre und Maniküre an. Die onkologische Pediküre, die sehr wichtig ist für Leute, die an Krebs leiden und Chemotherapien machen, die brauchen eine ganz spezielle Behandlung an Händen und Füßen. Dafür braucht man auch eine Zusatzausbildung, die wir selbstverständlich haben. Ich bin gelernte Wellnessmasseurin zusätzlich. Wir bieten verschiedene Massagearten an, über Fußzonen, Reflexmassagen, Aromatherapie,
Aroma-Ölmassagen, Lomi Lomi Nui, Kräuterstempel, ganz klassische Ganzkörpermassagen, Rückenmassagen, die auch von den Leuten in Diekirch sehr gut angenommen werden. Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden in Diekirch. Wir sind offen von früh um 9 bis abends um 19 Uhr, von Montag bis Freitag. Ab 1. April haben wir Samstag von 9 bis 14 Uhr offen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden und wir Ihnen weiterhelfen können, denn unser Motto ist, legen Sie Ihre Füße in unsere Hände oder Entspannung ist ein Geschenk. Vielen Dank, Eddie. Und das wäre dann aber für eine Emission von Haut aus der Brasserie beim Louis. Den 8. Mai als Hai Oves natürlich auch am Deck Fiesta gesagt, für all den anderen Bistron auf der Platz auch, also nicht verpassen, den 8. Mai auf Diekirch zu kommen. Auch die nächste Kehr beginnen wir erst dann an einem anderen Kaffeehai. Bis dahin, so ich Adi, wünsche ich eine ganz schöne Zeit, alles nicht los mit diesem Agenda. Bis dann. Nach bis den 1. März am Kulturhaus zu Diekirch die Drittausstellung vom Künstlerkollektiv Arc zu gesinn. Auch April 3 dürfen es mit viele flotte Kunstwerke überraschen, nicht nur und Member vom Gruppe ein Brett Palette und Wirker zu weisen, in den Exposionen sind noch ein paar die ganz bekannte nehmen, wie zum Beispiel Patricia Lippert. Dekir aber gibt auch ein Special Guest, und zwar die ukrainische Malerin Kristina Mikul. Die iwwernächst Wochen als Freitag den 29. an Samstag den 30. April nes Freios Braderie zu Diekirch gesot, wo Direm no Lust Laun an de Boutique no guten Affäre siche könnt. Es eng Shoppingtour durch Diekirch huet natürlich de grosse Vierdeel, dass en du no oder du töcht iwwerall flott Plätze fir ze rachte fënnt, wo in die gelungener Käf bei engem gute Pat oder Maufel feiere kann. Den 13. und 14. Mai iwwer dem Sinest Port ouvert vom Conservatoire du Nord zu Diekirch an zu Ettelbreck, wobei Kanner verschiedene Kurre können die Instrumenter kennenlernen und noch selber ausprobieren. Donieft sie noch musikalische Animationen geplant, verschiedene Kurre sind übrigens von Lohn in bestimmte Konditionen gratis. Neuerst du bei das Jahr, dass die Inskriptionen für das Conservatoire du Nord denselben David Port ouvert fänken, und sich also direkt auf der Platz kann anschreiben. Für die anciens Élèves sind die Inskriptionen schon für drin, die fänken den 2. Mai an. Bei der Gelegenheit kann sich aber auch schon die neue Expo firmeken, ob die de Conservatoire an Gemeng en April am Geschichtsmusee an der Aller Kirche invitieren. Le Son des Gravures als eng Ausstellung, die wertvoll Kunstgravuren aus dem Ufang von der Renaissance weist, die von alle Musikinstrumenter komplettiert gin an de Visiteur matuellen ob eng musikalisch Rees vom 16. bis an 19. Jahrhundert. Nicht zu vergessen war de Konzert Jazz en Herbe den 21. April um 7 an der Diekircher Stuff. Diese Konzert hat ja müssen verloren gehen, also können Schüler aus dem Departement Modern vom Conservatoire du Nord also avanesiert können zum Besten gehen auf für gut Laune bei flotten Jazz a Big Band Klang suchen. Der Konzert geht bis um 10. Am Autosmusee war dems fängt du von Kmene seg neue Ausstellung an. No de seieren Alpinrennwin geht et lo eher lang haie bisse mi gemidlech zo. Thema von der neue Expo ist nämlich Départ en Vacances und du geht et ganz nostalgisch. Das CNVH weist nämlich wie freier an Vakanz gefuhr gehen ass.